Der Kampf gegen Volt ist gewonnen und wir befinden uns wieder hier vor dem Gebäude. Ich habe zwar keine Ahnung wieso und wieso irgendwie Volt von einem schwarzen Zahnrad besetzt war, zumindest sah es so aus. Aber vielleicht kann uns ja ein Gespräch zwischen unseren Freunden hier, das vor einem Jahr etwas stattfand oder so irgendetwas, ja, behilflich sein. Coming here sure brings back memories from a year ago, huh? Yeah, all sorts of memories. Can't say I remember that part of our journey too fondly. You know what it means when you reminisce too much. They say it's the first sign you're getting old. What? Where did you hear that? I can't divulge my sources. The past is past. Now is now. Get over it and move on. Remember when Elise used to be so reserved? They always say that girls mature faster, but... Yeesh. Ja, allerdings. Er ist ja von einem Jahr. Ich dachte, jetzt Tales of Xillia 2 findet 2 Jahre nach dem ersten Teil statt. Oh, crazy. Nun gucken wir da rein. Wir gehen direkt nach oben. Kein Bock da. Weird. Does anyone know what just happened? Nicht wirklich. Gut, jetzt mal ein bisschen einkaufen. Dann brauchen wir da ganz viel Zeugs. So haben wir so viel Geld, das ist mir gerade egal. Das ganze Geld noch. Wegen des Scheiß. Gar keine Gegner hier, toll. Ist die Treppe hin? Bin ich jetzt? Die war da vorhin nicht. Ja. Das Spiel verarscht mich gerade. Das Spiel verarscht mich gerade. Du. War denn vorher? Eben 11, glaube ich, war. Wegen dem Speicherpunkt halt. Ja, gehen sie plötzlich weg. Nee, okay, dann war es doch 12. Dann war es doch ein Stockwerk höher. Du. Mir geht's bis ein Stockwerk höher, wa? Okay, nee, tiefer. Was plötzlich alle Gegner weg sind, verstehe ich auch nicht ganz. Aber das Spiel wird es uns schon verklickern. Du. So. Hier muss Save Point gewesen sein. Ja, hier ist er auch. Dankeschön, endlich mal speichern. Oh je. Du, sonst nichts mehr hier, war. Gut. Das hier plötzlich. Es mich wirklich Wunder, aber wenn er hier ist, oder was? Nobody's out here. All clear, Balin. Come on out. Impressive, Alfred. How did you know where I was? Your hiding spots haven't changed since we were kids. We never even considered recreating Volt, much less tried to actually pull it off. Honestly, we're still having trouble controlling spy rights at all. We'd be insane to try tackling a great spirit. The tingly guy really was here, right? Yeah. What the hell was it then? Mir fällt gerade so auf, wir hatten ja vorher, also sprich, wo Volt noch hier war die Umgebung noch ein bisschen dunkel, oder? So fast ein bisschen aus wie bei Twilight Princess, einfach ein bisschen das Dämmerreich halt. Wir wissen ja, das war vor etwa, oh, wie viel Parts ist das her? 3, 4, 5, keine Ahnung. Jedenfalls dort noch, wo das mit dem Zug war und Aufeinandertreffen mit Julius, oder Julius von mir aus, haben wir ja 3 Uhren gesehen, oder? Sprich, eine hat ja L und 2 hatte Julius. Was ist, wenn jede dieser Uhren eine andere Fähigkeit hat? Zum Beispiel eine kann Dimensionswechseln, die andere kann die Zeit beeinflussen, die dritte kann... Weil vielleicht eine Kombination davon, keine Ahnung. Jedenfalls, ja, würde es nur so irgendwie Sinn ergeben, oder? Dass halt irgendwie... Vielleicht in einer Zeit zurückgereist sind, Erfolg getroffen sind, in so etwas. Aber es würde bedeuten, dass vor 2 Jahren bereits... wohl da schon so ein... ja... so ein dunkles Zahnrad hatte. Aber wir sind ganz verrückt und ich steige nicht ganz so durch, aber wir hoffen, dass es bald gelüftet wird. So, Spiriten sind gefährlich, oder? Well, gaining total control over lesser spirits is possible, in theory. But it doesn't really work. We still have a lot to learn about them. There's no need to rush. She granted us a reprieve, didn't she? Yeah, but it won't last forever. Sie?
Mila? Oder was? So, what can you tell us about this Julius guy? I don't know. He really loves tomatoes? Phelan. Sorry. Look, I haven't seen the guy in 6 months. I was shocked as anyone when I heard about the train hijacking. Do you have any idea where he might have gone? Like to Canaan, maybe? Canaan, huh? I think he mentioned the place, actually, but I don't remember the details or anything. It is a sacred land where souls go to be purified and reincarnated. Muse? Greetings, Jude. Was macht die hier? What is that? The Spirit Muse. She's Mila's big sis. What are you doing in our realm? Mila's vanished. Wait, what? Something was amiss with the soul purification process. Or so she said, but I lost contact with her after she used my power to exit the spirit realm. So she's here in the human realm? Indeed, she should be, but I guess you haven't seen her. Surely, she would have sought you out if she could. I hope she's all right. I must find her. Mila's gone missing? But how? Well, now what? Oh, what's it, Berg? Someone's hunting for Scary Glasses guy there. Do you mean Marksburg? Please let me come with you. This is no field trip we're going on, Princess. Shouldn't you stay in school? But if Muse's here in the human realm, the danger level must be off the charts. I want to do whatever I can to help, that's all. Count me in too. Well, you know, whenever I'm not swamped with work. There's so many of us now. Ja, fast wie früher. Kapitel 4. Spyroid außer Rand und Band. Ende. Tja, mal so wollt, wa? So Exodus is already gone? What was the point of causing all this trouble? I guess causing trouble was the point. That's terrorists for you. That handkerchief you gave me earlier had a really weird smell. It's not weird, it's cologne. An essential part of a gentleman's faux casual grooming routine. This job is for a really rare item. I don't know if we'll find it through normal means. Why not ask the cats to do it? They're always coming back with rare items. Ja, schön. Erstmal gucken, ne? Wie geht's in den Zahntalen Schulen ab? Ach nö, ist das wieder, weil ja natürlich so einen Ort wollen, das irgendwie noch nicht geht. Dann soll ich Ihnen zeigen, dass die auf die Reddit-Seite hinausgehen. Ja, wieso nicht, wa? Neues Gebiet kann ja niemals schaden. Ah, kommt direkt hier hin, cool. Der südliche Bereich. Okay, neue Viecher, aber erstmal ganz kurz eine Strategie wechseln, weil sonst ist das ein bisschen doof hier wieder. Okay, dann bin ich noch gerade anvisiert, das wäre eigentlich schon cool. Und die Schützen. Heilen, priorisieren, Aktionen, die Karte im Auge behalten. Auf jeden Fall mit Artes. Einem Gutdünken, wa? Nur auf einen natürlich doof, aber wegen der Arte. Ja, komm, mach wieder freie Wahl, wäre sonst ein bisschen doof, wenn das irgendwie ständige ändern würde. KP-Stufe, den Rest lass mal noch so. Selten benutzen. Allzu oft, ja, ja. Ist klar, ist klar. Gut, legen wir los. Mila ist also irgendwo hier. Meinst du, ist er der Herr der Geist? Ist das irgendwie plötzlich ein Problem? Verstehe ich nicht. Oh, Resistenz gegen Schwert, das ist natürlich ganz toll. Da muss ich ja mit denen kämpfen. Elvin, kannst du bitte mal Verteidigung durchbrechen? Und so geht das. Eine normale Art plus einmal nach oben, das ist eine coole Kombi mit Elvin. Schwarzer Pinsel. Alles klar, wir gehen jetzt hier eigentlich genau hin. Ja, mit dem Training, ja. Vorhin noch so erwähnt, ich brauche gar kein großartiges Training. Aber jetzt erlebt, dass ich es nicht brauche. Gut, was bist du für ein Viech?
Schwäche, Schwerter und Pistole. Oh, das ist aber geil. Zack. Mann! Ich muss auf Tool wechseln. Mit dem kann ich nicht besser agieren als Schwertkumpel. Und das war's. Tja, so schnell kann es gehen. You copying me? Maybe. You're copying me. You've gotten stronger. Now I have the strength to protect. Guess who just got stronger? Also ich muss sagen, bis jetzt ein sehr schönes Spiel, macht das sehr viel Spaß, wenn vor allem bei Wohl ein bisschen aufgeregt habe, das bitte nicht falsch verstehen. Ist einfach immer so, wenn vor allem das Let's Play, oder, willst was zeigen, willst irgendwie beeindrucken und so und dann, ja, kann man so eine Situation, wo du denkst, hallo, willst du mich verarschen oder hier? Ich bin doch hier am Vorführen, kann doch nicht sein. Aber naja. Hat immer das kurze Aufregen oder ja, fast schon das Aufregen vor der Ruhe, was? Gegenteil zum die Ruhe vom Sturm. Aber spielt keine Rolle. Wo gehe ich eigentlich hin? Hallo? Ja, geh wieder zurück. Ich will ja nach oben. Hilfe! Die Pflanze verfolgt mich. Und was haben wir hier? Ein bisschen Geld. Mila ist also irgendwo hier. Also hier, übertrieben, hier in der Menschenwelt, wa? Die Frage, wieso ist sie hier irgendwas schiefgegangen und so? Vor allem, sie ist der Herr der Geister. Ich meine, sie kann auch durch die Luft fliegen. Was sind 4 großen Geister dabei? Na gut, vielleicht sind die ja noch in der Welt der Geister. Waren sie so alleine hergekommen? Wieso? Wäre doof, wenn sie alleine kommen würde. Und die 4 Geister. Too easy. Mit Hilfe können sie ja durch die Lüfte gleiten. Und das Spür müsste eigentlich sowieso, von dem her. Aber das ist ein Luigi Max, ja, deshalb. Das könnte natürlich auch sein. Ich weiß aber nicht, ob wir im Spiel überhaupt nach Luigi Max gelangen. Ich habe keine Ahnung, ob natürlich schon, aber wie gesagt, man kann nie wissen. Ich bin noch verbundene Art, geht aber schnell. Erstaunlich ist das gleiche. Einmal mit Viereck, spielt normale Art auslöst der Serienart und damit Arten nach oben nachsetzen. Verrückt. Aber gut zu wissen für künftige Serienarten, sowohl mit Pistole als auch mit Schwert. Ist das gleich, haben wir jetzt gerade, kommen wir überhaupt hier durch, oder darf ich überhaupt schon? Sonst wird das gleiche Problem wie vorher. Vor etwa 2, 3, 4, 5 Parts, keine Ahnung, das gleiche schon mal. Ja, geht jetzt einfach mal durch, wir sehen es nachher, ob wir überhaupt durchkommen oder halt das nicht geht. Elemente, also eine Arte erlernt, cool. Die müssen ja eigentlich einfach so einsetzen können, wa? Wenn ich es richtig im Kopf habe, das ist eigentlich so gemacht. Okay, aber was Neues gelernt, wie es aussieht? Nee, doch nicht. Hier war Blasenknall, Kreuzfeuer, Donnergrollen, das ist immer das Gleiche. Nichts Neues. Azurschneide, schneller Schlag vor allem, schneller Schlag. Und die zeitige Nation. Sprich, die beiden kann ich mit der Serienart kombinieren. Interessant. Wie sieht es hier aus? Ja, neue Arte, finster Blick und so. Bei dem fehlt noch ein bisschen was. Also mit dem Hammer, ey. Da finde ich schon cool, dass jetzt seit dem Vorgänger das irgendwie ja, bereinigt wurde. Früher war das einfach nur physischer Angriff und hat es halt noch die Elementangriffe, oder? Jetzt hast du die Elementangriffe plus physische, die irgendwie, wenn es Schläge sind, es einfach mit dem Hammer-Symbol. Das sind noch Schwertangriffe und ja, Pistole. Okay, sind ja tolle Flügel, die muss natürlich eine Schwäche haben. Und der geht ja auch mit ihm. Muss gar nicht mehr. Dass ich mit Shoot das auch machen kann. Mit Pistole. Cool. Kann man durchaus so machen. Und Titel Trickster. Ja, schön. Okay, dann noch ein Bereich, wie sieht's aus? Kann man direkt so. Mila! Er trifft noch Mila! Ja, das ist ein Dimensionsriss, das muss so sein. Ja, sonst fataler Fail. Wir treffen vielleicht schon bald auf Mila. Max will so wieder wechseln. Ja, ich muss echt zugeben, mir gefällt das Kampfsystem viel besser hier seit seinem Vorgänger mal natürlich. Nein, das reicht nicht mehr, verdammt! Chibo can turn into a backpack. Yep. Hey, I got my own
what's inside of it. Pretty stones I found. Kinder, was? Ja. Ne, ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir das Spiel eigentlich sogar ein bisschen besser als Tales of Xillia. Gut, kann man noch nicht so behaupten, war. Also noch nicht so genau beurteilen, weil Tales of Xillia, das ganze Spiel gespielt, sind wir gerade mal 12. Part oder so. Also in dem Jahr kann noch viel passieren. Und ja, es soll ja nicht so lang sein wie der Vorgänger, habe ich auch gehört. Bei Tales of Xillia fand ich es so genial, weil es immer so ein Wechsel war. Also ich mir so dachte, ja, du machst das und das, nachher ist das Spiel durch und so, Mission geschafft, und plötzlich, oh ne, muss das noch machen, und vor allem das, wo nachher gelüftet wurde wegen Olympias und so, dass es noch ein anderes Reich gibt, außerhalb des Schisma. Das war schon genial. Hey, you did it! I guess you're not too bad. Aber das wird es wohl hier nicht mehr geben. Mila, wieso ist sie hier? Kann speichern. Was ist dort? Eine Höhle oder was? Der Talian-Kluft. Ne, will noch nicht hingehen. Vielleicht später mal, aber ich oben noch einen Save-Point. Sieht nicht so aus, okay. Warte direkt mal hier ab. Man weiß nie, wann der nächste kommt. Der Talian-Kluft. Wieso soll ich überhaupt hier hingehen? Das ist eine gute Frage. Sagen, hier schon eine Schnellreise? Nö, R3 gibt es noch nicht. Oder war doch R3, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Dort war doch die Schnellreise. So, wir haben noch knapp 3 Minuten Zeit. Bis dahin will ich endlich mal zum Dimensionsriss gelangen. Ja, Schnauze. Müssen eigentlich gegen Pistolen immun sein, die Viecher hier. Kuckuck. Das 6 mit 2 Strichen einfach drin. So. Eigentlich so, ja, einfach, oder? Das ist auch nichts Besonderes. Ja, gut, der Hammer halt, wa? Flint Hammerhead. Und trotzdem genial. Aua. Aua, aber das ist plötzlich. Kuckuck. Wer es nicht mal wieder war. Die haben ja genau so eine Resistenz meine Schwerter. Also mach's mal so. Natürlich fehl. Mann, die scheiß Blurblasen, mir ist so kacke. Versuch's mal so. Es gibt nichts Geileres als eine Serienart. Das sind alle Gegner down. Na gut, vielleicht so ein großer Geist wollte ja weniger, aber die restlichen, die sind down. So, wir gleich noch ein Level up. Fast so aus, war okay, man 1-2 Kämpfe noch, bevor wir zu Mila gehen. Ja, zum Dimensionsriss halt. Wir wissen nicht, ob sie wirklich da ist. Ist ja gut, ist ja gut. Pistole schwächer. Schwert auch, ja. Ja, bleib bei Pistole. Wieso nicht? Hä? Achso, also der hier. Wer ist immer irgendwie? Wow, weg hier, weg hier. Aua! Dankeschön. Daneben, ha, nicht getroffen. Und ausgewichen, ja. Auch cool die Arte zur Seite. Ja, zur Seite halt, war. Wenn ich rechts antippe und dann Arte drauf klicke, dann weiche ich irgendwie aus und schieße erst dann. Du. Better, stronger, einfach alles. Er fehlt noch, Elvin fehlt noch. Tja, das ist bereits der letzte Gegner für ihn. Der Hammer war Schwert immun, so war es doch ungefähr. Genau, das schwäche Schwert dann schlecht. Ja, verdammt, das war der falsche. Dann wär's immer. So, und dann noch Schwerter zum Einsatz. Ich muss zugeben, ich finde Luca gar nicht mal so ein schlechter Charakterwahl. Ich bin eigentlich eher so ein Typ, der jetzt sagt, ja, kann man es ja fortsetzen, oder? Ich habe früher eigentlich, also, im ersten Teil. Naja, schön für euch. Habe ich im ersten Teil auch eher mit Mila und Jude gespielt. Ich bin ja eher der Typ, der dann sagt, ja, in dem Vorgänger bereits so einen Charakter hat, würde ich den jetzt auch wieder nehmen. Mit Luca irgendwie? Der Typ hat irgendwie was. Gut, das sagt natürlich kaum nichts, oder fast wie Link, von dem her. So, erstmal ab zum Dimensionsriss. Mila, bist du da? Und echt alles nach wie aus Tales of Xillia 1. Wie geil. Was der Dimensionsriss weg ist.
Hallo, hier war doch. Ja, elementär schön. Mila, ist nicht da? Nee. Was denn das? Eine Katze gibt's nicht. Du hast Dance gefangen. Hier ist eine Katze, ist klar. Okay, meine Katze, aber hier ist keine Mila. Verdammt. Dann haben wir so auf den Herrn der Geister, beziehungsweise natürlich Herrin der Geister, Entschuldigung, gefreut. Da ist sie gar nicht hier. Ach, Menno. Ja, okay, war ein bisschen Wasser. Im nächsten Part gehen wir dann doch wieder in die Höhle ab. Mal gucken, was es dort so gibt. Vielleicht gibt es ja auch wieder irgendwie einen versteckten Hinweis oder so etwas. I'd love to try riding a mare once. Galloping through a grassy plain, free as the wind. That's so poetic. It's not like you at all. Ja, irgendwie schon, wa? Das ist total ungewohnt für Elvin. Und warum die Mucke so ist, habe ich keinen Schimmer. Von diesem ollen Glimmer. Was? Naja, muss was sein, dass das reimt. Und da fällt mir gerade nichts Besseres dazu ein. Nun gut, Freunde, vielen Dank wieder mal fürs Zusehen hier bei Tales of Xillia 2. Ja, Mila ist verschwunden, keine Ahnung, wo sie ist, werden sie sicher finden oder zumindest mal suchen. Und hoffentlich bald schon finden, hier in dem, ja, bis jetzt einen noch ganz genialen Nachfolger des Originals. Tja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.